Was denken Sie, will diese mysteriöse Lebensform eigentlich? Eine gute Frage, Hal. Willkommen zurück hier bei Pikmin 3. Der Mensch aber fragt, wenigstens scheint es nicht davon unser Vorrat abgesehen zu haben. Nee, bloß auf Olimar. Ist schon merkwürdig, wa? Also gut, einfach nicht gehen, Rückendeckung. Leute, nee, Sie bringen Olimar zu weg. Weggemacht, Mann. Und pass einfach auf. Ja, Brittany. Gut, Freunde. Ganz kurz noch etwas anderes. Die Zielfunktion hat mir schon öfters geraten. Ja, ich versuche sie irgendwie. Also ich habe es wirklich mal versucht, das nicht gerade im letzten Part war. Schon eine Weile her, hat nicht funktioniert. Mal schon am Set funktioniert mit der Zielfunktion. Sprich, dass der Anführer, über diesmal Brittany, der mit der gesetzten Ziel sagt, dass der einfach automatisch weitergeht. Das ist eigentlich schon cool. So. Weil das gab es auch. Ah, dort unten, dort links unten steht so ZL. Ach, so geht das. Alle Arten kann ich direkt. Bin ich doof, ja. Man sollte vielleicht mal ein bisschen besser gucken, wa? Tja, Let's Player-Krankheit halt. Vergisst man öfter, dass man irgendwie da was gucken könnte. So, laut meinem Cupradar habe ich hier noch etwas vergessen. Mir fehlen noch ein paar Aufzeichnungen von Olimar. Zum Beispiel Logbuch Eintrag 8 fehlt mir noch. Müsste auch hier irgendwo sein, weil Logbuch 7 war ja auch bereits hier und handelte auch schon bereits der mysteriösen Lebensform. So. Hier oben ist nichts, wa? Zum Verstecken hier? Naja. Ja. Dieser Part war, denke ich mal, kommen wir sicher relativ viel weiter. Wir waren ja bereits in der Höhle dort. Ihr erinnert euch doch an diese seltsame Höhle, Dingsbums dort, wo wir, naja, viel Wasser hatten und viel Strom und so. Beziehungsweise viel erhellen mussten. Da, denke ich mal, kommen wir da weiter und sind wir endlich mal durch. Und es laut Cupradar bringt's oder ist nicht mehr so viel, bis wir dann endlich mal durch sind. Gut. Also, wir machen das jetzt. Mit Brittany, wie gesagt, da Zielfunktion testen. Dann, was ich auch noch machen werde, ist mit, vermutlich macht das ein Alf oder Captain Charlie, keine Ahnung, wer das macht. Der wird noch ein paar Geheimdaten holen. Ich weiß endlich, wo die alle sind. Ja, haben da ein bisschen schlau gemacht. Eine, die habe ich komplett verpeilt. Und die andere, die liegt auf dem Weg. Also, die finden wir dann noch. Und die andere, naja, fangt sowieso von oben an, von dem her kein Problem. So. Pikmin-mäßig brauche ich die Fliegenden eher weniger. Wieso fehlen mir 3 blaue? Wieso fehlen mir 3 blaue Pikmin, wenn ich einmal fragen darf? Nö, wieso war es noch anders? Zack. Nein, nicht so. Mensch. Mir fehlen 3 blaue Pikmin und ich würde mal gerne wissen, wieso das so ist. Einer und 2. Mann, ey. Ich sag's immer wieder, die Intelligenz der Steuerung. Hey, meine Fresse. Also manchmal. Ist ein cooles Spiel und so, aber das... Nee. Nee. Liebe Entwickler, bitte bei Pikmin 4, bitte das Ganze ein bisschen perfektionieren. Bei Pikmin 1 und 2 ging's doch auch. Okay, 1 war, glaube ich, sowieso ein bisschen buggy. Und 2 teilweise viel besser. So, ich habe alle 100 dabei. Schön. Oh, Mensch, Kind, ey. Meine 3, die könnte einen Unterschied machen, je nachdem halt, nicht wahr? So. Überspringen, wir kennen das Ganze ja, zack. So, kann ich denn bereits hier mit Brittany jetzt die Zielfunktion markieren? Sie ist jetzt bereits hier, genau. Brittany, sie wird also bereits einmal zu unserem Zielpunkt gehen. Der wäre über Stock und Stein. Man kennt es ja, sie geht direkt über die blaue Brücke. Nein! Nicht so. Mann, muss ich irgendwie... Kann ich jetzt schon wechseln? Nö. Hä? Ja, das Brittany. Ich würde gerne mit ihr die Zielfunktion markieren. Ja, geht so aber nicht. Da muss ich erst irgendwie Brittany anwählen und dann kann das irgendwie... Naja, gut. Versuchen wir es nachher nochmal, wa? So, jetzt geht's direkt weiter. Da kommt das dämliche Vieh wieder. Beeilt euch, das Vieh kommt gleich wieder. Jo, da ist es auch schon wieder. Wow. So, ganz kurz, Cupradar, Ziel markieren, kann ich gleich wieder zu Alf und Co. wechseln. Sie geht am besten mal... So, währenddessen bei den anderen. Geht jetzt weiter? Geht jetzt echt weiter? Yep, sie folgen Brittany. Sind zwar ein bisschen lahmarsch, ich merke gerade. Naja.
Wird schon gut gehen. Wird schon gut gehen, Brittany. Ich hoffe, jetzt nichts mehr, sonst glaube ich sowieso nicht mehr, wa? Nö, also relativ ruhig, gut. Dann können wir uns ja den Weg hindurch bahnen und mal gucken, was noch so alles erwartet. So, für das sind alle Pikmin wieder dabei. Ja, sind wieder relativ langsam, wie immer. Lahmarschige Dinger halt. Naja. War schon weg? Danke, Brittany, du machst genau richtig. Ja, und die Pikmin folgen ja auch. Warte mal ganz kurz, ich gucke gleich mal kurz aufs Kupradar. Ja, das sieht gut aus, sind momentan hier. Das Vieh kommt dort hinten irgendwann langsam angeschwackt. Angeschwackt vor allem. Ja, bis jetzt sieht's gut aus, Moment, wo muss ich überhaupt lang? Ich will nicht schon hier so verpeilt sein. Ah, genau, über die Brücke. Über die Brücke muss auch ich gehen. Ja, gut. Wie sieht's jetzt aus mit dem Pikmin? Ja, die gehen auf den Weg entlang, alles klar. Ja, ich weiß, ich bin vielleicht ein bisschen übervorsichtig, aber ganz ehrlich, Freunde, hier kann man nicht vorsichtig genug sein. Bei Pikmin 3. Vor allem halt nicht das Steuerung, aber wisst ihr ja alles, kennt ihr alles bereits. So, jetzt also hier. Hier waren wir bereits, das kennt ihr bereits auch. Dann habe ich hier irgendwo, hier. Und hier müsste eine der Geheimdateien sein. Und welche ist es? Geheimdaten? Nein, es ist sie. Juhu. Es wäre nur noch eine einzige. Wir haben Ziel, sehr schön. Wir kommen auch gleich, Brittany. Wir kommen auch gleich. Die Pikmin ebenso, natürlich umso besser. Dann kann Brittany jetzt wieder mit uns mitkommen und ja. So, wir sind also hier. Gegner hat es ja keine mehr, wir haben bereits alle platt gemacht. Hier ist die blaue Brücke, die wir im letzten Part noch gemacht haben. Jetzt sieht es, glaube ich, mal gut aus, wa? So, Pikmin sind alle dabei. Laukubra da, ja, gut. Mal gucken, wie geht es jetzt hier weiter? Das haben wir bereits gemacht, ja, okay. Brittany, ich will mal sicher gehen, da kommst du mal mit. Die Pikmin folgen dir ja. Ich hoffe es zumindest immer noch. Yep, Olimar ist bereits auf dem Weg, schön. Schön, dass alles so funktioniert, wie es auch soll, wa? Tja, und jetzt haben wir hier ein Problem. Achso, nee, Moment mal, haben wir gar nicht. Und zack, Captain Charlie. Und es reicht komplett und wir kommen überall durch. Juhu! Perfekto Mobilo. So, natürlich der Stromkreis. Au! Oh. Wieso? Wieso Olimar helfen? So, machen wir so. Was ist das? Geheimdaten, oder? Logbuch 8. Wir haben alle Logbuch von Olimar. Wie viel Zeit mag vergangen sein? Ich kann doch immer kaum klar denken. Ein goldenes Lebewesen folgt mir. Ich habe kein Pikmin mehr. Ah, die Mühe kann ihm zu. Mein Anzug wird in den Schlaf. Tja, ihm sind wohl auch alle Pikmin abgeschmiert, wa? Oh, das Vieh ist gleich da. Da kommt Olimar, alles klar, wo ist das Vieh? Da müsste auch irgendwo gerade herumschwirren. Ah, da kommt's ja. Ja, ich weiß, ich hab's auch gesehen, So, jetzt kommen wir hier durch. So hätten wir das auch. Wunderbärchen. Das Vieh kommt zwar hinter uns her, wissen wir ja alles, aber ist kein Problem für uns. Ich glaube, das Teil war dort drin, oder? Wenn nicht komplett alles irrt. So, wo ist das Vieh überhaupt hin? Und wir haben zwei Wege, Und sind das die letzten Geheimdaten, die uns noch fehlen? Es sind die letzten Geheimdaten, die Nummer 3. Und wir von diesen komischen Daten. Jetzt haben wir schon 10 Datensätze. Was sind das nur für Zahlen? Yep, wir haben alle. Oh, ich weiß nicht mehr, wo lang. Wo lang müssen wir jetzt gehen? Fehlt noch ein paar? Da, einer fehlt, ich weiß nicht, wo der ist. Scheiß drauf. Fehlt einer. So, wir können hier überall noch Pikmin machen, ist ja schön. Wir haben alle Geheimdaten, alle Datensätze, sonst auch, denke ich mal. Ja, was ist denn an anderen Orten? Was ist denn dort hinten? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen raus, Freunde. Wir gehen raus. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Wir haben es geschafft. Yep, da kommen sie auch. Wir sind zurück, Leute.
Wir haben es geschafft. Wir haben alle Geheimdatensätze. Wir haben alle Daten von Olimar. Und jetzt wird es richtig krass. Okay, jetzt hat die Schnauze voll, wie es aussieht. Oh. Guten Olimar. Wow. Wow. Was war denn das gerade? Okay, einer ist nur bloß draufgegangen, was heißt bloß war. So, lass uns mal so anvisiert, war. Kann sicher nicht so schlecht sein. Zack, zack, zack. Mal gucken, sieht gar nicht mal so schlecht aus, war. Was macht denn der jetzt? Ja, das wollte ich eigentlich auch. So, was soll mit den Dingen? Können wir auch platt machen? Können wir auch platt machen? Na, war du Scheißvieh. Na, war. Was macht er jetzt? Okay. Was regeneriert sich? Ach Menschenskind, wir sind meine Pikmin auch so lahmarschig. Die machen jedenfalls ordentlich Damage, wa? Was gibt das jetzt? Okay, muss das auch platt machen. Zack. Sieht fast so aus, wa? Juhu! Wow! Was macht er da? Was macht er da? Wow! Okay, Freunde, sieht nicht gerade mal so gut aus für uns, wa? Was macht denn der da ständig mit diesen goldenen Glibberdingsbums? Ja, Flabber, du bist ein bisschen nervig. Was gibt das jetzt wieder? Okay, ist jetzt ein Wasserwesen, wie es aussieht, wa? Och nö, sagen wir bloß nicht. Oh, jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's. Genau die Dinger platt machen und dann attackieren! Auf mit Gebrüll! Ihr schafft es schon! Gemeinsam! Let's fight together mäßig, wa? Haben wir so ein Scheißding gemacht? Na toll. Oh, Starkstrom, Starkstrom! Sogar noch einen? Oh, natürlich, ein lauter Starkstrom! Neue Daten gefunden, jetzt plötzlich? Nein, das war kacke. Das war jetzt recht mies. Okay, Starkstrom muss er zu weit werfen. Bringt nix. Muss ich anders machen. Und zwar direkt drauf. Auch wenn er sich regeneriert, ist mir scheißegal, Mann. Das kriegen wir hin. Ich glaube, nicht mehr so viele Pikmin wie auch schon, wa? Wenn doch bloß mal alle zu mir kommen würden. So, und nochmal auf ihn mit Gebrüll. Er sagt auf ihn, nicht da. Mann! So, jetzt auf ihn. Aber jetzt muss. Was macht er jetzt wieder? Was fliegt er plötzlich? Ach Mensch. Natürlich auch nicht geplant. Das war nicht geplant, Freunde. Das war nicht geplant. Oh, das Vieh geht mir auf die Nüsse, Freunde, es geht mir auf die Nerven. Neue Daten, ja ist ja schön, du gehen die gerade am Arsch vorbei. Komm schon Leute, ich mach so viel Schaden, ich hoffe zumindest. Regeneriert sich zwar auch ständig, aber schon, es muss doch... Wollte gerade sagen, kann gar keinen Schaden machen, während er da in diesem seltsamen Modus Dingsbums ist.
Ja, okay, er regeneriert sich, gebe ich ja gerne zu, aber ist nicht gerade so viel, wa? So viel habe ich gar nicht mehr. Er regeneriert sich, die Saumann. So, kommt schon, jetzt nochmal alle auf ihn! Mit Gebrüll! Ah, das Vieh ist nervig bis zum geht nicht mehr. Komm runter, Mensch. Ja, komm schon, komm schon. Wieso ziehen sie nichts mehr ab? Sie ziehen nichts mehr ab. Wieso denn nicht? Da kam noch was, wa? Das brauche ich jetzt so welche. Mal Starkstrom, wa? Starkstrom, Pikmin. Habe ich noch gelbe? 5 gelbe habe ich noch. Ja, das bringt nichts mehr. Das bringt nichts mehr. Das kriege ich nicht mehr hin. Müssen wir kurz warten. Nächsten Tag weitermachen. Weißt du, ein Endboss-Fight, das sprich so ein Boss-Fight. Da halten die Gegner ja. Hoffe ich mal die Gesundheit auch am nächsten Tag noch. Wie gesagt, ich hoff's. Regeneriert sich wieder. Ach, Menschenskind, ey. Aber hey, neue Daten, cool. Ach, hätte mich auch gewundert, dass das Ganze mal einen Tag geschafft hätte. Ganz ehrlich, Leute. Hätte mich gewundert. Das Vieh ist echt brutal, man. Die Ausweichrolle bringt auch nicht sehr viel, wie man gesehen hat. Oh. Überspringen, ja, das Vieh war mies, hey. Das Vieh, na warte. Die kriegen wir noch. Scheißzahl, hey. Natürlich, das sind nach diesem Part, Freunde. Aber zumindest, oder? Was sagt die Zeit? 17 Minuten. Mach halt Überlänge. Pfiff. Mir doch scheißegal, mach sowieso ständig. Es sieht so aus, hätten wir alle verfügbaren Nahrungsquellen erschlossen. Ja, Brittany ist nichts Neues, komm schon. Und neue Pikmin, dann hauen wir auf das Teil draußen. Das scheißegal, ob es regeneriert oder nicht. Wir hauen einfach nur so drauf. Da können wir eigentlich einen von uns Anführern bei der Drake lassen für Nachschub, also Pikmin halt draufgehen. Weil ganz ehrlich, sind wir sowieso am Schluss des Spiels. Das hat alle Pikmin raus. Tö. Ist doch egal. So, Flügel brauchen wir, glaube ich, keine mehr. Warte für einen M-Fight, weil ich habe gesehen, er hat verschiedene Formen, Wasser, Feuer, diese Kristalldinger, die er da bildet und natürlich noch Strom, aber nichts für Flügel-Pikmin. In gigantischem Ausmaß landet man nur noch eins. Wir müssen auf unsere Erfahrung vertrauen, all unser Wissen, alle unsere Fertigkeiten einsetzen und diese Kreatur besiegen. Retten wir Olimar, gezeichnet Alf. Das werden wir, das tun wir. Machen wir das Scheißvieh platt. Ein für alle Mal. So, Tag 55. Die Schnapszahl. Die Nachrichten. Bitte was? So, 5 von 5. Die Nachrichten. Wäre ein bisschen früh. Gut. Gespräche können wir gleich noch zeigen. Ganz kurz bei mir noch die Geheimdaten gucken. Wir haben alle 10, ja. Eine 6, eine 0, eine 3, eine 0, eine 9, eine 9, eine 9, eine 9, eine 1, eine 2. Was soll das für eine Kombination sein? Kreaturen haben wir. Oh, ein paar neue. Ganz kurz durchgucken. Greife Plasmatropfen an, die sich von der Kreatur abspalten. Greife den Flügelpikmin an, wenn er sich in der Luft befindet. Oh. Machst du doch noch. Ja, okay, braucht doch alle. Mensch, ich dachte, ich kann die Flügelpikmin zu Hause lassen. Der kann ja theoretisch auch, aber ganz ehrlich, Leute. Es ist der letzte Part vermutlich, wa? Und das heißt doch, alle Pikmin noch mal einsetzen, alles mal mobilisieren, was wir können. Alle Nektar, alle Aufputschmittel. Einfach nur alles supi-dupi Meisterschuppi machen. So. Turm der Einsamkeit. Noch 44 Fruchtsäfte. Gar kein Problem. So, und wartet das 4 auf uns. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Trauen sie überhaupt nicht mehr. Ehe wir uns noch trauen. So. Captain, du bleibst hier. Mal Pikmin-Nachschub. So, jetzt wird's aber. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, ey. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Alle da? Und los geht's! Ein bisschen früh, ich weiß. Nein, holt doch aus dem Gebrüll und so. Oh. Wow, er hat direkt uns erwischt. Oh. Oh Mensch, das war gerade voll doof. Das könnte man eher zugeben. Zack. Hä, wieso geht... Ich verstehe die Pikmin nicht.
So, jetzt aber. Jetzt geht's endlich mal. Ich dachte gerade, wieso will er nicht mehr? So, genau da drauf noch. Ja, ich weiß, wenn Pikmin da drauf gehen, das ist leider nicht mehr zu vermeiden. Was zum... Oh, Mann! So, hat nichts gebracht. So spielt das Leben, Kumpel. So spielt das Leben. Versuchen wir eine andere Strategie. Während er da ein bisschen rumfleuchen ist und so, nicht wahr? Versuchst das zu absorbieren, aber bringt nichts, bringt nichts. Ja, bringt vielleicht doch was. Naja. So, bitte nicht, komm wieder her, komm wieder her. So, komm runter, Mensch. Hilfe, brauchen keine Hilfe, brauchen keine Hilfe. Ja, doch, wir brauchen Hilfe. Ich weiß, und Pikmin gehen drauf. Kann auch nichts dafür. Oh Mann, natürlich trifft er uns auch immer. Toll. So, nein, wieso geht... Ich hab doch ein Visier. Das ist manchmal die Zielfunktion. Das reicht's mir aber. So, wir sollen das Flügelpigment ummachen. Menschenskind. Mann, ey, dass er immer unsere Anführer angreift. Natürlich auch bekloppt. Aje, aje, aje. Wir verlieren Pikmins. So, wo sind die Flügel? Boah, dass er auch immer uns angreift. Hä? Was ist? Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nicht. Oh oh. Scheiße. Lass mal das machen. Dann kommt jetzt, kommt jetzt der dran. Zack, 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 zack. So. Das Feuerdingsbums noch, wa? Das schaffen wir nicht mehr. Schaffen wir nicht mehr. Alle auf ihn! Ja, ich weiß auch, Freunde, wir haben es geschwächt. Wir haben es geschwächt. Ja, kommt doch alle mal, wenn ich euch rufe. Mensch. Ja, komm nur, komm nur, komm nur. So, jetzt aber auf ihn mal! Es ist doch nicht mehr viel, es ist doch nicht mehr viel. Ich weiß, er kann regeneriert, aber trotzdem, wir kriegen ihn. Oh oh, das bringt so nichts, das bringt so nichts. Aber zumindest. Ich muss ganz kurz den Anführer wechseln. Weil Alphiboi ist schon ein bisschen zu sehr geschwächt. So. Dann haben wir noch einen. So. Ist mir egal, wenn ich gerade frontal angreife. Oh nee, meine Fresse. Boah, nicht schon wieder die Flugparade. Ah, es geht doch. Ich dachte schon, das Vieh hält noch ewig durch. So, dämlicher Flabber für arme Menschenskind, hey. Und jetzt unser Geschenk. Captain Olimar. Wo ist der Überlichtschlüssel, verdammt. Ah. Alter, was das nerviger Bosskampf, ey. Captain Olimar.
ホテ集合ストロ Ospa, du kan nog lägga mig. Vaktarrakkesason. Yes, 주스는 빨간을 그런 게 뱉던 돌아. 中ハム Kapten Orma, Sui, tror jag vad ni? Ku tapte, tamtamon tara. Jo, mun kabel. To julli. Montapati. Vaitti montikko te panna. Oh, Louis, ey. Mann, Olimar hat aber eine tiefe Stimme, wa? Können wir mal sagen, direkt 60 Jahre und Kettenraucher. Freunde, wir haben's geschafft. Oh, die Pikmin. Die noch überlebt haben, wa? Für immer? Ne, hoffentlich nicht. Boah, das Flabbertal lebt ja auch noch. Das ist wahr. Aber die Pikmin... Vielleicht sehen wir sie wieder eines Tages bei Pikmin 4. Aber dann hoffentlich mit allen Sorten, auch mit den weißen, mit den lila. Ah. 유규엔 스코티우무 소 메카노구만 라 아, perfect. 접시원실 박지. 박지기가. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Den 3 Forschern gelang es, ihre Mission perfekt zu erfüllen. So the intrepid explorers successfully complete their mission. Also, auf Englisch. After securing a bountiful supply of edible matter and learning the valuable lessons of planning and teamwork, the explorers are set to become the saviors of their home planet. Under their guidance, the seeds they've recovered will be used to kick off a sustainable cycle of cultivation and harvesting, thus bringing new life to Kopai. However, one question remains. What was the cause of the accident that sent the SS Drake hurtling to PNF 404 surface? Tja, Perhaps it wasn't an accident after all. das, liebe Freunde, wissen nur die Entwickler. So, und jetzt? Geheimdatenauflösung, Credits, oder was kommt jetzt? General Producer Shigeo Miyamoto. Ja, Freunde, es sind die Credits. Das heißt, währenddem ich auch noch ein bisschen im Hintergrund ein bisschen bewundern können, kann ich noch mein Fazit liefern. Ach, Pikmin 3, hey. Erstmal positive Aspekte. Endlich mal wieder ein Pikmin-Spiel. Seit Gamecube-Ära, seit Pikmin 2 haben wir schon darauf gewartet. Endlich wieder da. Ursprünglich halt geplant für die Wii, dann war es mal geplant für die Portierung auf Handheld-Konsolen, sprich auf DS, 3DS. Wurde also wieder verworfen, dann sagt man Wii U, man sagt zum Launch der Wii U und dann ein paar Monate später, endlich ist es da. Pikmin 3. Neue Pikmin-Sorten, nebst den roten, blauen und gelben, die sowieso Standard sind mittlerweile. Haben wir jetzt auch Fels-Pikmin kennengelernt, Flügel-Pikmin, die ich auch gerne halt als graue und pinke Pikmin bezeichne. Die Lila und die Weiß-Pikmin leider entfallen, die gab es aber dann, die gibt es im Multiplayer-Modus, sprich da, wenn man, ja, also kommt auch gleich noch Multiplayer, kann man die zocken, die anderen 2 Sorten noch, ja, sonst noch positive Aspekte, komplett neuer Story-Modus, sprich neue Charaktere, neue Anführer, ja, gut, ich meine, natürlich, die Mission war die gleiche, jetzt auch mit Früchten. Trotzdem war es ziemlich genial, dass man die Geheimdaten mit Datensammlungen und so alles finden konnte. Und vor allem hat natürlich auch eine Anspielung auf Pikmin 2, beziehungsweise auf Louis und auf Olimar. Wobei ich mittlerweile denke, dass Olimar und Louis nach Pikmin 2 nochmal gestartet sind, hier auf diesem Planeten PNF 404. In Pikmin 2 waren sie mit dem Captain auch noch, mit dem Captain, sage ich schon, mit dem Anführer, also mit ihrem Boss waren sie auch noch unterwegs, also waren sie auch zu dritt bereits. Und deswegen denke ich mal, dass jetzt hier, du bist so doof.
Ja, gelber Pikmin, du kannst ja gut springen, wa? Oder vor allem hoch. Dann können sie auch. Na klar, die Fels-Pikmin da oben. Egal, wie auch immer, genau. Neue Charaktere, trotzdem die alten mit einbegriffen. Und neue, ich meine, es gab zwar auch alte Bosse wieder, aber vor allem natürlich neue Gegner. Und das Ganze verpackt ist, ja, wie soll ich es ausdrücken, als einfach nur bombastisch, fantastisch. Und einfach alles funktioniert, alles gestimmt, alles war perfekt. Natürlich auch die Grafik brachte, die Grafik-Engine. Vielleicht würden jetzt einige sagen, ja, das war gar nicht so Full HD-mäßig und so, aber ich finde, es war einfach nur perfekt. Es war ein richtiger Sprung. Vor allem von der Gamecube-Ära noch, auch von der Wii-Ära bezüglich halt den Portierungen der Gamecube-Fassungen, sprich Pikmin 1 und 2 gab es ja auch auf der Wii. Ich kann einfach nur sagen, war genial, auch die Soundeinlagen, alles perfekt und... Wow, war bereits vorbei. Dann gehen wir mal schnell. Und ja, bin gespannt, ob es schon bald mal ein Pikmin 4 gibt. Aber hoffentlich ein bisschen früher als jetzt, also die Wartezeit ein bisschen geringer als jetzt bei Pikmin 3. Ja, positive Aspekte, jetzt ganz kurz unter negativ, während eben hier die Pikmin noch ein bisschen nachguckt, was da eigentlich los ist. Negativer Aspekt natürlich vor allem erstmal die Steuerung, ganz ehrlich, Gamepad schon und gut, aber dass man da die Karten nicht auch auf dem Bildschirm haben kann, vor allem für euch, ist für mich als Let's Player, auch für andere als Let's Player, ziemlich doof. Also wenn man da schon eine Alternativsteuerung hatte mit der Wii-Fernbedienung und mit dem Pro-Controller, wäre es schon nett gewesen, wenn man das auch eingeplant hätte. Naja, Speicher abgeschlossen, genau. Dann halt noch ein weiterer Negativpunkt ist die Intelligenz der Pikmin. Wenn ich die mal rufe mit der Pfeife und die kommen nicht, weil sie noch am Boden liegen. Mensch, das war früher nicht so, sie sind immer gekommen. Ich muss sie einmal anrufen, auch wenn sie am Boden gelegen sind sie halt nachher gekommen. Ja, noch sonst, wenn ich da irgendwie um Ecken gegangen bin und, ja, also sprich halt, wenn ich dann einen Weg entlang gegangen bin, die Pikmin nicht gerade nachgekommen sind, weil sie langsam waren. Hier in Pikmin 3 bleiben sie plötzlich stehen. Wieso denn das? Wieso denn bloß? Abschlussbericht. Ja, schön, macht einen Abschlussbericht. Oh, verlorene Pikmins, bin ich mal gespannt. Gesammelt alle. Verbleibende Pikmin 779, verlorene 787. Natürlich alleine schon etwa 100. Ne, müssen mehr gewesen sein. 100 alleine schon. Beim Endboss, hey, meine Fresse, wir haben immer noch über 100 von allen. Tja, was? Moment mal ganz kurz, da steht noch etwas neu, Top 5. Was ist denn das? Ah, so, Rangliste. Ja, noch ganz kurz was anderes. Pikmin 3, wie gesagt, mit der Steuerung und so war ein bisschen mies, auch in der Intelligenz der Pikmin. Aber, jetzt ein anderes Fazit, also ein anderer Fazitpunkt wohl eher. Der Wiederspielwert, finde ich am Wiederspielen auch sehr wichtig, bringe ich jetzt nochmal rein. Und zwar Pikmin 3 würde ich gerne nochmal spielen, vor allem jetzt auch, weil ich hier auf der weißen Wii U zocke und ich noch meine schwarzen Reparatur war. Übrigens mittlerweile zurück, vielen Dank dafür Nintendo, dass mir die Konsole, die schwarze, also ja, die Premium Edition halt, dass mir diese innerhalb von 2 Wochen repariert und zurückgeschickt haben. Das ist ja auch nicht schlecht, wa? Ja, so viel dazu. Wiederspielwert ist da, vor allem halt das Ganze halt schnell abzuschließen, ganz klar. Aber ich muss sagen, noch ein kleiner Negativpunkt, dafür, dass das Spiel so lange in Entwicklung war, ist erstens die Steuerung viel zu mies. Sorry dafür, Nintendo, aber wir müssen Pikmin 4 unbedingt besser machen. Wie gesagt, vor allem, da das Pikmin nicht immer nicht immer euch nachkommen, die nur plötzlich verstreut bleiben, nicht immer auf die Pfeife reagieren. Und zweitens auch, dass das Spiel von Länge her, vom Umfang her, viel zu kurz geraten ist. Für die lange Entwicklungszeit ein bisschen zu kurz. Ich hoffe trotzdem auf ein Pikmin 4 natürlich auch weiterhin Negativpunkt, wobei so negativ war das gar nicht. Die Pikmin-Arten, sprich dass die Lila und die Weiß-Pikmin nur im Multiplayer vorhanden sind und diese nur so offline-mäßig, also sprich nur jetzt mit euch hier am Kumpel im Zimmer selber, sprich nicht online-mäßig, wa? Den Multiplayer gibt es nicht online-mäßig, das finde ich auch ziemlich, naja, heutzutage nicht gerade so doll gelungen. Also, vielleicht bei Pikmin 4 sich merken, alle Pikmin mit einbeziehen, alle 7, auch wenn es halt 7 Sorten sind, man kann irgendwie 2 Truppen machen und so. Oder vielleicht auch 2 große Zwiebeln, die eine mit den Felsen, den Flügel, die andere mit den Weißen und den Lila, wie auch immer. Und ja, bitte auch online fähig machen das Ganze. Ja, das fände ich noch sehr nett. Gut, jetzt noch mal beenden, will ich mal gucken, was er mit Geheimdaten auf sich hat. Oder geht das etwa nur über Wi-Fi? Weil ich habe das auf der weißen hier nicht. Aber nur auf der schwarzen. Pikmin 3. So, drücke A. Was sagt die Zeit? Haben wir überzogen, natürlich. Oh, Entschuldigung, das war gerade mein Gamepad, das ich irgendwo angeschlagen habe. Abenteuer, Missionen. Mal ganz kurz gucken, Mission, was ist denn eigentlich hier los?
Wie gesagt, könnt ihr alles einzeln spielen, zu zweit glaube ich auch. Ein Spieler, zwei Spieler, genau, besiegen die Bossgegner. Oh. Neu. Hehe. Nee, danke. Nee, danke, danke. Zurück zu Pikmin 3, wa? Nur ganz kurz gucken, was hier eigentlich alles gibt. Was mit den Geheimdaten los? Kann ich die hier irgendwie noch einlösen? Passiert da etwas? Oder wie sieht es damit aus? Bingo-Duell. Ist hier vielleicht noch etwas los? Boah. Natürlich Alf gegen Olimar. Okay, armer Alf. Ja, seht ihr auch, Bingo-Duell, kann man auch zu zweit zocken. Ob ich mal ein Let's Play Together davon mache, kann sein, aber sicher nicht in nächster Zeit. Wenn, dann wird das... Na, ich werde es noch ankündigen mit dem Trailer und so, wenn es kommt, aber sicher nicht gerade in nächster Zeit. So. Ja, ich glaube, alles war positive Aspekte, negative. Habe ich auch genannt. Ja, vor allem halt mit der Steuerung, der Online-mäßig und so. Das sind dann vor allem die negativen Aspekte. Das mit den Pikmins haben viele schon gesagt, dass die Weißen und die nicht Weißen finden sie echt kacke. Aber ganz ehrlich, also ich finde es gar nicht mal so... Ja, klar, sie fehlen schon ein bisschen, aber... Ah, manchmal bin ich nicht gut gekommen, sorry. Aber die Felsen- und Flügel-Pikmins sind doch gut genug, als für das. Nee. Okay, was mit den Geheimdaten auf sich hat, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Tagende. Also jetzt haben wir Olimar, aber dafür Louis nicht mehr. In diesem Spiel wurde der andere beendet, okay. Was da mit den Geheimdaten auf sich hat, keine Ahnung, ich kann da auch nichts mehr jetzt gerade machen hier auf dem Q-Pad. Sprich, was da los ist, habe keine Ahnung, wir werden es vielleicht mal erfahren, vielleicht werde ich mich dann noch ein bisschen schlau machen, online-mäßig und so, vielleicht geht es ja nur über das Nintendo Network, könnte durchaus sein, jedenfalls, wie es dazu alle Geheimdaten zu finden sind. Die Zahlenkombinationen sind, glaube ich, immer ein bisschen anders, aber die Fundorte sind bei allen Geheimdaten immer die gleichen. Von dem her würde ich mal sagen, vielen Dank fürs lange Zusehen, auch für die, ja, teilweise doch Überlängen-Parts. Das war's von mir her, soweit zu Pikmin 3. Wenn ihr wollt, dass ich Pikmin 1 und 2 auch noch ein Let's Playe, es wird mir oder würde mir eine sehr große Freude sein, aber das Ganze natürlich nicht gerade sofort. Nehmen wir zuerst auch mal eine Pause von Pikmin. So gut sind halt andere Projekte noch und ja, es wird sicher noch kommen und ich freue mich schon sehr auf Pikmin 4 und vor allem halt auf den Wiederspielfaktor. Sprich das Ganze nochmal ich hoffe mal, innerhalb 40 Tagen, 30 vielleicht, nee 30 hoffe ich nicht, aber innerhalb 40 Tagen nochmal auf meiner schwarzen Wii U nachzuzocken in den nächsten Tagen, Wochen, wie auch immer. Mal gucken, wa? Also dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Projekt. Ciao zusammen!